Waar we onze Bibelen opmerken, in de 1. Mose, kapitel 37. We hebben een zeer interessante geschichte. En zeer bekende, niet? We hebben de geschichte van Jozef. Waar het met Jozef deed. En dat zegt dus in vers 2, als Jozef 17 jaar oud was, deed hij met zijn bruider taub Freiheiten. So, als Jozef nach thuis weer, en deed hij met zijn bruider taub Freiheiten. En we weten een beetje waar die geschichte wieder gaat, en waar de aanvang deed, en waar thuis der bruider den Verangrecht leichen deiden. En dan schien het nog zo te zijn, de Vater gleich dem Jungen de talste, gleich den Dallas de andere. En de beschankten op een beetje gewöhnlichen Weg, dat zegt dat hij in een rok geven deed. En hij had verschiedenste dromen eenmaal en hij vertelde de droom en dat bracht bloos mij aan eindigheid. De droom die deden allemaal door nog aan, dat ze zich nog mal worden alle bijeen verarmen. En dat luidt bloos naar de gelegenheid, dat ze zich mal een dag aan deze Jozef rechnen deed. En woont weer de gelegenheid. Deze jongens weer nog een beetje lang niet thuis geweest. En dan zegt de papa deze jongens, die zullen nu... Jozef, die zullen naar deze jongens gaan, die zullen mal gaan zijn waar het met de deed. Als alles fijn weer. En als hij nog weet of weer, samen kunnen ze dem Bruder dat toch wel ook zijn, dat hij weer. En dan hadden ze al waar Spaß, Sport, über dem daar kwam te dromen. En zo ging dat dan los. Als de jongen stoeien, dan namen ze, en dan willen het janken dat aan dort dem op te riemen, den dood te maken. Maar die wilden dat niet ganz. Sam wir doen Bruder Mank, der raut auf von dort, wir wollen uns nicht daheim anschwingen, weil wir doch nicht so dumm sein als dort. Und was passiert dann? Da schmeiten sie dem am Baum nach. Das erste, was ich utdenken kann, dort wir am Sand anernten. Aber dann auf einmal, dann kam da was Retters. Und dann fällt noch was anderes bei. Und dann sagen sie, weißt du was, wir haben verkeiten, dann haben wir noch ein bisschen Geld gekriegt und dann sind wir los. Dat is een dreimal los. Maar en dat is ook alles wat ze deden. Al dat wat ze doen, zich vernomen en dat deden ze en ze verkochten den door. En dan die rood hij dan aan een ander land naar, wo hij vreemd is, wo hij geen kan dat. En wat passiert wieder? Hij kreeg op eenmaal een arbeid, een beetje een fijne arbeid. Hij kon bij de regering schaffen, voor een König, een palacio. En, ik geloof, dat kon een fijne arbeid geworden zijn. Maar door we ook nog einmal war er Trouble. Toen kwam een dag een verzekering aan. Wat passiert met de verzekering? Hij zegt nee tot de verzekering. Jozef had kent deze weer gedacht aan. Je kent mij keiner. Wat war dat? So würde ich es nicht. Aber er sagt nicht gegen Gott, weil ich mich nicht versünde. Er hat ein Wort ganz klar an sein Leben. Ich wollte es nicht tun. En dat kost hem zeer veel. Dat hij te deze zin neerzet. Weet je wat in de kost? Zo zeg ik dat verstaan, dat kost in 20 jaar aanhouden. Maar God had een weg. Met een zeer opvallenden van die droom, dan had God een weg, waar hij Jozef voor in de gevangenis uithaalt. En wat hij deed met Jozef uithouden, dan geeft hij den König een opvallenden, zeer opvallenden droom. En dan wordt uitgevangen aan en her. Wat meint de stroom? Die heeft een bediening. Ik had in twee dromen gehoord en ik weet niet wat het is. Kost u die en van die droom niet denken als dat ene koper had de andere op? Dat is wat hij droomde. En hij had de kliekste mensen al opgeroepen, keiner kan het zijn. Maar Jozef had maar een droom gedaan aan de gevangenis en dan had weer dat alles uitgekomen. En dan had Jozef nog besteld van want du aan die plaats chans, du was waar het komt, du was waar die een goede arbeid had, dan denk aan mij, dan doe wat voor mij, dat ik hier uit kan. Dat kan er niet zo schijn gewaar zijn in de gevangenis.
En wat passiert met deze man? Wir waren 3 aan zijn arbeid en hij vergat van den armen jongen wat daar baan is. Hij kan den Chinese dat eten, dat kuffel wien en een hand geven en hij waren door bij deze ja schon arbeid. Maar hij dacht dan niet aan Jozef. Nu zei mal wat van Jozef. Fij mal uit als du den houden kost. Hij had vergeten van den. En dan moest God den droom schatten. Dat Jozef droomde, dat hij geen droom had. Wat passiert? Wil ze keiner uitvinden können, dan valt deze man op bij hij. Nu wordt zich dat vrouw maar meer vraag. Du wie einer, der mal een droom deed en dat krijgt ze uit. Dan kan Jozef verkomen, dan kan hij uit. En dan deed hij den droom. Wat passiert als hij den gediet had? We weten den droom, we weten de ganze Geschichte. Dat wie je zegt, dat die waren 7 arme jaren komen. Maar er komen eerst 7 rijke jaren. Hier wordt wijsheid veel. Dat met deze 7 gouden jaren wordt reich aangewend wordt. En dan wordt hem gesteld. Dat eeuwigste zo te zijn. Weet je, wanneer ik aan die Geschichte denk, als Jozef vooruit kan, en als hij dan doet, voets zo te zijn met een kennis lijks weer, dan denk ik, meest krijgt aan vanuit de halen hemel. Dat wordt schwer, dat wordt treurig door hem Gefängnis, so gesagt. Aber dann kam hij hoch neun. En wat passiert da wieder? Dan, wat er wieder passieren dat, an dieser Geschichte, dan passiert dat Jozef seine Brüder, die kommen, die am Darm behandelt haben, die kommen nu den Karren sprechen, wo er ist, wo er Karren verkaufen darf, wo er der Färste ist, wo er das große Mann ist. Und er ist eigentlich der kleine Junge, der verkauft wird. Er ist so zu sein, ein König, er ist der Gouverneur, er wird das Land. Was passiert? Jozef, seine Brüder sind durch, Jozef kannte, aber ja nicht kann den Arm nicht. Und dann, was geht wieder an? Dann prüft er auf und fragt ut und fragt so und fragt anders. Und dann, auf einmal dann geben sie dort ut, das nach einem Bruder, der ist tschüss, und dann sind sie im Trouble. Und die Wahrheit kommen, dann bringen sie mir den Mat. Was nu? Was haben wir hier getan? Und das ist tschüss, wir verteilen sie Papa dort, und dann, wo seht ihr denn noch? Was die nach einem Bruder hat. Mir war dort nicht, dass Josef all diese Frauen hat. Hij weer de broeder. Hij wist om de familie aan. Hij weet nu bloos al wat jaar niet was. Maar dan passiert dat nächste. Hij had God afgeproefd en die kwam, zum zweiten Mal wollten sie nicht kommen, aber schließlich die kwam. Schließlich die kwam nach dem zweiten Mal und dann heeft hij zich te herkennen. Dus dat meer Details zwischen, wo hij dort deiden, wat nou alles passiert door. Hij schickt sozusagen de Regierungsmänner aller Rüd. En dan wie hij bloos met zijn broeder doen, en weet je wat hij deed? Hij zei dat ik aan Jozef. En dan verschrokken die zich. Dan grülden die zich ganz op ernst. Voor wem zij voor zich hadden. En beduiden dat woord geven kunnen. Hij zei ik aan Jozef. En wanneer hij zei ik aan Jozef, je broeder, en werkelijk vraagt hij, leeft je Vader nog? Leeft ons Vader nog? Dan zegt hij dan, kann er das nicht uithouden, dann rohrt er ab Lüdes. Das wir am wirklich wichtig. Und wenn wir nun mal 1. Mose Kapitel 50 gehen, wenn wir uns mal ein paar Versen lesen, wieder von dieser Geschichte. Und hier wollen wir lesen von der Geschichte, wo dann all der Vater gestorben ist. Wat doen de Brüder nu wieder? Sagt nur dem, dass der Vater gestorben wird, sieht Josef seine Brüder und er sagt, vielleicht wird Josef nu sein Euer ab uns üben, uns bestrafen für dort, weise was wir am Euer tun haben. Da wir eine Angst an diese Jungs. Wenn das Mann hat, der Vollmacht, der kann nicht tun, was er will. Dann haben wir hier auch eine Regierung nu. Dann schickten sie eine Nachricht nach Josef und sagten, uns Vater bestahl, er starb, dort wie die sein sollen,
verjaft Bettschein, deine Brüder, für ihre Übertretungen und Sünden gegen die. Du kommen wie nu in Frauen, dort du uns, wie den Vater, sein Gott, den Gott unsere Sünden vergeben wascht. Und Josef hielt, als er dort hielt. Weißt du was? Josef, der Rat, als er dort hielt. Ich denke dann so, Josef, der kann dort han Weihe tun, dass der Brüder dort noch einmal nicht können bleiben, dort habe ich ihn vergift. Sieh? Und seine Brüder, die kamen nur an und schneiden sich mit ihrem Kopf, was abgeirrt, verarm und sagten, check einmal, wir geben uns Han aus deine Sklaven. Aber Josef sagte ihm, Angst nicht so. Ich sehe in Gott seine Städte. Die mir einen weisen Plan gehen mir, aber Gott hat einen guten Plan für mich. Dort viele sollen Leben geholen. So aus dort von der aus. Angst nicht länger. Ich will in jene Chenya geben, dort die leben kann, so treust und versichert er an. Und Josef wohnt in Ägypten mit seinen Vater, seinen Nachkommen. Und Josef, der war 110 Jahre alt. Ich kann nicht uitfangen, wenn ich die Geschichte lesen, dort ja ein Teil zu lesen, dort ja mehrere Kapitel zu lesen, dort Josef die kleinste Bettnis geholt hat an seinen Hort. Keine. Nur nicht. Er sagt hier bloß, hab nicht Angst für mich, weil die meinten dort einen Schlag. Dort ist es wirklich so. Die haben mich schlecht behandelt, aber Gott hat einen Plan mit dem Ganze. Gott meint das gut. Und was wir wollen lernen, wenn wir das andere vielleicht einmal nicht alle an den holen, aber wir lernen, wenn mir ist was passiert an meinem Leben. Wenn mir ist was geworden, was sie mir haben schlecht tun. Weil wir Josef seine Anstellen, weil wir von der lernen, check mal, haben wir genug zu tun geworden, dass wenn heute ich lang kann, dass er wohl han Rach ausgeübt haben. Ja, Rach in han gesagt, nu kann ich lang, nu kriegen wir das. Oder wir nicht von sind. Hier wir, was ganz anderes. Weißt du, was hier wir? Hier wir nicht bei sich drei tun. Hier kriegt er schlecht behandelt und er gute drei. Und wir können, wenn wir glauben, dass wir das Fertig vielleicht nicht zu gut gehört haben, oder uns eher durch vielleicht was gesagt, was uns ein bisschen härten wird, wenn wir uns diese Geschichte vertragen, dann wird uns ja wieder leichter hängen lassen. Und ich habe so denken, das Mann hat genug Ursache zum Betternis haben an seinem Hort, aber er hält nicht Betternis. Er hat danach die Jungs das Leben raten. Wenn wir die Geschichte in Betal abgründen gehen, dann wollen wir an, dass diese Jungs, wat Ram wohnten, dat müssen ihr ganzes haben Gott verkeiten. Zum am Leben bleiben, das riecht nicht tau. Die Tiere, die Tiet wird tau dir, das lohnt. In sich selbst müssen sie schließlich verkeiten. Aber weißt du, was Josef seine Familie, der hat das Gott. Der hat wem wir an versorgen. Hau bet. Die reicht davor an Himmel. Jemand so eine Anstellung, als Josef hat. Was einmal jeden ans zu tun ist, dass wir das loslassen können. Und dass wir können trotzdem noch gut stehen und wir einmal sich jeden uns verschuldet haben. An Jesus' Namen. Amen.